Licht, das ist ganz logisch. Also Licht legt immer Zeugnis ab von sich. Also wir können sagen, ja, das Licht leuchtet nicht, dann tue ich euch einmal ein bisschen blenden. Dann müsst ihr auch sagen, einmal, also das ist ganz klar. Licht legt Zeugnis ab von sich selber. Das Licht braucht niemand, der sagt, das ist tatsächlich Licht, ja, ich sehe es leuchtet. Aber ich glaube, es hat jetzt vorhin alle ein bisschen geblendet. Licht legt Zeugnis ab von sich selber. Ja, wer ist der in der Krippe? Wer ist der für uns? Die Frage, die wir uns stellen können. Und in diesem Text vom Johannes 8, Verse 12 bis 20, lädt der in der Krippe selber Zeugnis ab über sich. Er sieht, wer er ist. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir dürfen heute zusammen Weihnachten feiern. Wir haben einen Haufen Licht um uns herum. Ein Lichterfest. Und es ist auch ein Fest im Laubhüttenfest, wo das Licht eine wichtige Rolle spielt. Im Laubhüttenfest, das Erntedankfest, das Fest von der Versorgung von Gott. Und dort spielt das Wasser eine wichtige Rolle. Aber es ist auch der Vorhof vom Tempel ganz hell erleuchtet gewesen, mit ganz viel Licht. Und Jesus nimmt jetzt nicht auf das Licht von Weihnachten, sondern er nimmt auf das Licht von dem Laubhüttenfest, von dieser Darstellung vom Licht im Vorhof vom Tempel, nimmt er Bezug. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wie machen wir uns auf? Wie kommen wir zu der Krippe? Wie begegnen wir Jesus? Wer ist Jesus für uns? Ich bin das Licht der Welt. Jesus und nur Jesus ist das Licht vom Welt. Das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert in der griechischen Sprache. Und ich probiere das ja im biblischen Unterricht, auch noch an, haben wir das auch schon angeschaut, was das bedeutet. Ich bin. Wenn Jesus das sieht, ich bin. Das ist in dieser Form, wo das bedeutet, ich und nur ich. Ich und nur ich bin das Licht. Das Licht vom Kosmos, von unserer ganzen Lebenswelt. Das Licht, wo alles umfasst und alles durchdringt. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Ich bin das Licht der Welt, sagt das Kind in der Krippe von sich. Da ist nichts Schlechtes drin. Und das dürft ihr wirklich, ich glaube, das ist eine erste Botschaft, die Jesus da uns weitergibt. Das dürfen wir mitnehmen. Nichts Schlechtes. Aber sein Licht durchdringt alles, es umfasst alles. Es ist der Kosmos, unsere Weltordnung, unsere Lebensordnung, die Jesus mit diesem Licht durchdringen. Und ich habe wirklich den Eindruck, wir müssen das Licht heute erklären. Wir müssen das unseren Mitmenschen erklären. Eben weil man so viele andere Ideologien und Welterklärungsmodelle um sich herum hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch weitergeben. Bezeugen, was ist das Licht für uns?
Für die Leute dort war es ganz klar, wenn Jesus eben das sieht, ich bin das Licht der Welt, dann ist ihnen sofort klar gewesen, er redet von sich. Er legt Zeugnis ab von sich. Und so wird ihm dann auch sofort vorgeworfen, du kannst gar nicht Zeugnis sein von dir selber. Du kannst gar nicht Zeugnis sein in der irgendeinen Sache. Ja, stellt euch das einmal vor. Da ist einer vor Gericht angeklagt und der sagt, ich brauche gerade keine Zeugen. Ich brauche gar keinen Anwalt. Ich tue gerade von mir selber sagen, wie das war. Ich tue gerade von mir selber Zeugnis ablegen. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn das ein Angeklagter über sich selber macht. Aber ich möchte uns fragen, wie ist es denn mit dem Licht? Und ich habe heute extra Licht mitgenommen. Ich hoffe jetzt, es funktioniert. Es ist ja 5 Jahre Garantie drauf. Aber aha. Also es ist jetzt nicht Landelicht, das ich rede davon, das ist nur das Bild. Licht, das ist ganz logisch. Also Licht legt immer Zeugnis ab von sich. Also wir können sagen, ja, das Licht leuchtet nicht, dann tue ich euch einmal ein bisschen blenden. Dann müsst ihr auch sagen, einmal, also das ist ganz klar. Licht legt Zeugnis ab von sich selber. Das Licht braucht niemand, der sagt, das ist tatsächlich Licht, ja, ich sehe es leuchtet. Aber ich glaube, es hat jetzt vorhin alle ein bisschen geblendet. Licht legt Zeugnis ab von sich selber. Und so kann auch Jesus Zeugnis ablegen von sich selber. Und Jesus weiss um das Gesetz der Juden. Er kennt die Rechtsvorgaben. Und darum sagt er nicht einfach, ja, das ist das Licht und das legt ja Zeugnis für sich selber ab, sondern da sagt er eben auch, ich und der Vater, wir legen Zeugnis ab. Darum sind wir das Zweite. Es braucht immer zwei, die Zeugnis ablegen. Zeugen alleine reicht nicht. Und mir ist es so aufgefallen, als ich über das Licht nachgedacht, eigentlich sind es 3 Zeugen. Es ist nämlich die Trinität, die Dreieinigkeit von Gott, die uns in diesem Licht auch symbolisiert wird. Und da danke ich jetzt dem Entwickler von diesem Licht da, weil dann können wir das nämlich ganz gut erklären. Wir haben hier die Lichtquelle oben, das haben wir vorhin gesehen. Und dann haben wir aber da etwas, wo der Strom drinnen gespeichert ist. Jesus sagt, ich komme vom Vater. Meine Autorität kommt vom Vater. Das Licht kann nicht brennen ohne den Akku. Es braucht beides. Und nachher ist ja das ein bisschen speziell. Da können wir dann sagen, ja, was ist jetzt der Vater und was ist jetzt der Sohn? Das ist eben das Spezielle bei der Trinität, oder? Wo wir nicht ganz auflösen können. Es braucht beides. Und das muss ganz fest miteinander verbunden sein, dass es eben Licht gibt. Und ich möchte sagen, der Heilige Geist sehen wir da drinnen in der Kraft. Also das ist die Energie, die fließt, nicht irgendwie etwas Mystisches, Komisches, sondern eben recht handfest. Der Heilige Geist, der Strom, der das Licht brennen lässt. Also in diesem Sinn zeigt uns Jesus in dem Zeugnis, das er von sich ablehnt, auch etwas, wie Gott funktioniert. Eine Einheit und doch in verschiedenen Personen. Und etwas, das gegenseitig über sich Zeugnis ablegen. Was nehmen wir mit aus dem ersten Bild? Ich glaube, es ist ganz wichtig,
dass wir in diesem Bild vom Licht etwas dürfen von Gott erkennen. Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und er erhebt damit einen Exklusivitätsanspruch. Ich und sonst niemand anders. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, dass wir das begreifen in unserem Kopf und dass wir das akzeptieren. Man kann die eigene Welt auf den Kopf stellen. Es ändert nichts daran, dass Jesus das Licht der Welt ist. Und Jesus allein. Und wir sind auch eingeladen, unsere Lebenswelt, unser zur Krippe kommen, aufzutun, dass Jesus mit seinem Wirken in unsere Lebenswelt darf kommen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der zweite Teil von diesem Satz, der ruft uns auf, aktiv zu werden. Ich bin das Licht, das Klarheit auf die Tora am göttlichen Gesetz legt. Erst dann können wir das Gesetz von Gott erkennen, wenn wir es durch das Licht anschauen. Es sind nicht Schriftgelehrte oder Pharisäer, sondern es ist Jesus alleine. Nicht das Licht, das die Grösse vom Ausleger darstellt. Und jetzt darf ich dich mal bitten, Noah, da möchte ich noch etwas anderes demonstrieren. Kannst du das mal haben? Und jetzt kannst du mal auf mich zünden. Und jetzt seht ihr da hinten an Anfang meinen Schatten, oder? Da kann ich ein bisschen posieren. Oh, das mache ich manchmal am Morgen vor dem Spiegel. Da denke ich, ja, ist ein altes Männchen, aber ich bin gleich noch ein bisschen. Gut. Das Licht für mich besser darzustellen. Das Licht für mich in Szene setzen. Das Licht, dass man meinen Schatten sieht. Und der sieht dann noch ein bisschen gross aus, hinten dran, oder? Genau das ist Jesus nicht. Es ist nicht das Licht, das mir anscheint, sondern ich, der am Licht nachfolge. Kannst du mal? Jetzt tu noch mal die Wand zünden. Jetzt sehen wir keinen Schatten mehr an der Wand. Wenn ich am Licht nachfolge, sehe ich keinen Schatten an der Wand. Weil das Licht geht mir voran. Merci. Also Jesus hat das den Pharisäern, den Schriftgelehrten hier probiert klar zu machen. Es geht nicht um euch, es geht um mich. Ich bin das Licht. Und ich bin auch nicht das Licht für euch gross zu machen, für euch darzustellen, dass ihr besser dasteht. Sondern es geht darum, dass ihr mir nachfolgen. Nicht das Licht scheint auf mich, sondern ich folge am Licht. Und das ist ja auch wieder etwas, was wir aus der Weihnachtsgeschichte heraus kennen. Die Weisen aus dem Orient, die haben es begriffen. Die haben die Sternkonstellation am Himmel gesehen und dann haben sie gesagt, aha, da passiert etwas am Himmel. Da passiert etwas in diesem Kosmos oben. Jetzt ist im Land Israel etwas ganz Besonderes passiert. Es ist ein neuer König auf die Welt gekommen. Lasst uns dem Licht folgen, dass wir den König finden. Lasst uns dem Licht folgen, dass wir den Herr finden. Nachfolge von Jesus bedeutet auch nicht, dass ich ihnen sage, so, jetzt, heute, das ist das Licht, das ist gut und das soll leuchten und das soll mir vorangehen, sondern Nachfolge bedeutet immer wieder. Also die Weisen aus dem Morgenland, die einen weiten Weg gemacht bis zur Krippe. Und wir sind auch eingeladen, jeden Tag neu unsere Nachfolge von diesem Licht zu machen. Dem Licht neu nachzufolgen. Und ich denke, es wäre eine ganz gute Übung, wenn wir am Morgen aufstehen und sagen, heute will ich diesem Licht folgen.
Heute soll das Licht für mich bestimmend sein. Es ist auch nicht ein exklusives Verfügungsrecht. Wenn ich diesem Licht nachfolge, dann kann ich nicht sagen, jetzt habe ich es und jetzt kann ich mich nicht mehr davon abbringen. Immer wieder neu mich aufmachen und dem Licht nachfolgen. Es beinhaltet auch ein Ringen. Was ist denn das, was Gott in mein Leben reden will? Ich glaube, das wird erst in der Ewigkeit aufgelöst. Erst in der Ewigkeit werden wir erkennen, wird das für uns sichtbar zur Vollendung kommen. Ein guter Freund von mir hat kürzlich zu mir gesagt, schau, es ist nicht entscheidend. Es ist nicht entscheidend, was du alles Grossartiges vollbringst in deinem Dienst. Es ist überhaupt nicht entscheidend, was das du alles hast bewirkt, was du für gute Predigten gemacht hast. Er hat gesagt, es ist entscheidend, wo du am Ende stehst. Dort, wo du am Ende bist, das ist entscheidend. Es ist auch nicht entscheidend, dass wir einmal sagen, klar, es braucht einen Anfang, das ist sicher. Aber es ist bis am Schluss dem Licht nachfolgen. Wenn wir einmal sagen, ja, das ist das wahre Licht und dem will ich nachfolgen, das ist eine wichtige Entscheidung und eine gute Entscheidung. Aber wichtig ist, dass wir Jesus bis am Schluss treu sind. Das ist das Entscheidende in unserem Leben. Und so können wir uns hier fragen, dient Jesus meinem Ego, meiner Darstellung oder diene ich seiner Verherrlichung? Versuche ich, sein Licht auf mich zu scheinen oder mache ich mich auf, für sein Licht nachzufolgen? Der dritte Teil von diesem Satz, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht, und ich habe es jetzt hier ein bisschen anders geschrieben für mich in meinen Notizen, wird nicht in der Gottesferne umherirren, sondern ewiges Leben haben. Ja, ich habe es vorhin schon angetönt. Es geht um das ewige Leben. Es geht um den Abschluss eben von unserem Leben. Und mir hat das hier ganz besonders gefallen. Ich habe mir für die Vorbereitung den Text einmal, so wie er in der Bibel ursprünglich geschrieben ist worden, im Griechisch aufgeschrieben und ich habe es für mich so wirken. Ich bin nicht ein extremes Griechisch Genie, aber mir tut es manchmal schön, so zu hören, wie es tönt. Peripathese en te Scotia. Scotia, die Finsternis. Umherirren in der Dunkelheit. Im Gegensatz zu Phos tes Zoes. Phos, Zoes oder Zoe. Kennt ihr Zoe-Hari? Das heisst Leben. Leben, könnt ihr das nächste Mal sagen, dass ihr wisst, was ihr Name bedeutet. Licht des Lebens. Also das Dunkle, aber das Bedrückende und der Gegensatz ist das Leben, Licht vom Leben. In dem, das gesehen wird, wie das Licht ist, nämlich Licht vom Leben, wird auch die Qualität oder die Art von der Dunkelheit beschrieben. Und darum habe ich für mich das so überschrieben, wird nicht in der Gottesferne umherirren. Also in der Dunkelheit, in der Gottesferne, dort, wo Gott eben nicht ist, sondern wird das Licht vom Leben haben. Es ist nicht so eine Feistere, wie wir in der Nacht hatten. Habt ihr es gestern gesehen? Die Nacht war gar nicht so feister. Es war eigentlich eine recht helle Nacht. Das habe ich noch schön gefunden. Gestern am Abend, als ich hier bin und noch verräumt habe und so, habe ich gedacht, das ist ja gar nicht feister. Es ist nicht die Dunkelheit,
sondern es ist eine absolute Dunkelheit. Wir können uns vorstellen, wie wenn man in einem Bunker innen ist oder in einer Höhle innen ist. Es gibt nichts, wo wir uns orientieren dran. Das ist Dunkelheit. Es ist eine lebensfindliche Dunkelheit. Eben, darum könnte man auch sagen, wir werden nicht in der Gottesferne umtappen, probieren. Ja, wieso gibt es denn so viele Menschen, die das machen? Ja, wenn ich das Licht nicht kenne, dann ist für mich die Dunkelheit Normalität. Wenn ich das Licht nicht kenne, dann ist für mich die Dunkelheit Normalität. Ich probiere irgendwie mein Leben zu ordnen und zu machen und vielleicht gelingt es mir gar nicht so schlecht. Aber das Licht fehlt. Das Licht fehlt. Und ich staune manchmal dran, es gibt Leute, die sind mit dem Licht unterwegs waren und sagen, ja, das ist einmal gewesen, das war einmal Zeit gewesen. Darum habe ich vorhin gesehen, dass bis ans Ende, das ist entscheidend. Also, dass wir das Licht nicht verlassen. Es käme doch niemandem in den Sinn, wenn er in eine Höhle geht, Taschenlampen fortschießen. Das käme niemandem in den Sinn. Das macht man doch nicht. Sonst findest du nie mehr aus dieser Hölle raus. Wir an diesem Licht, oder ich will an diesem Licht festhalten. Ich habe nicht Antworten auf alle Fragen. Und es ist manchmal recht schwierig. Auch wie soll ich diesen Dienst gestalten? Was soll ich machen? Was soll man wie gestalten? Etc. Das ist manchmal schwierig. Ich habe nicht immer auf alles so ein Megalicht und sagen, ja, das ist klar, hier und so und so. Aber ich möchte das Licht vom Leben nicht missen in meinem Leben. Weil ich weiss, dem darf ich nachfolgen. Und das ist das Entscheidende. Gott hat sich in Jesus vollkommen verletzlich gemacht. Er, als Herrscher und Schöpfer vom Universum, ist ein Baby geworden, ganz klein. Er ist auf die Erde gekommen. Er hat den Ort von der Herrlichkeit, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist für mich manchmal noch fast das grössere Bild, wenn dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Das ist klar, es gehört zusammen. Aber dass Jesus den Ort von der Herrlichkeit, von der Gegenwart, von dem Licht, keine Dunkelheit ist, verlassen hat und auf die Erde ist gekommen, das ist schon ein extremer Schritt durch mich. Er ist auf die Erde gekommen, als Licht von dieser Welt. Er hat nicht nur den Ort von dieser Herrlichkeit verlassen, wo das Lebenslicht uneingeschränkt wirkt, sondern er wird jedes von uns einladen in seine Nachfolge und dass wir eben selber das Licht auch dürfen tragen, das Licht vom Leben, dass wir selber so dürfen Lebenslichtträger werden. In dem, dass wir eben seinem Licht nachfolgen. Amen.